Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Wie bereits gesagt, eine kleine spezielle Episode, und zwar unsere hauseigenen Driver Predictions für die 2023 Saison. Wir gehen jedes einzelne Team und auch fast jeden einzelnen Fahrer durch, der irgendwie zu einem Team gelinkt ist, und gehen zu allem hin, dank Nils, der die Frage gestellt hat, auch noch unsere Ratings hinein. Respektive wir sagen, ist der Fahrer in unseren Augen underrated oder overrated. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spass bei dieser etwas anderen Episode und ja, ich würde mal sagen, genießt es. Gut, also mit den bestehenden Driver Contracts sieht es wie folgt aus. Wir können es hier mal von vorne weg. Das habe ich jetzt von der WTF1-Seite. Lewis Hamilton 2023, George Russell 2023. Also keine Überraschungen dort. Nein, beim Russell ist es sogar ein Long-Term-Deal. Also dort hat man keine Jahre, die bis jetzt bekannt sind. Mit Max Verstappen ist es definitiv ein Long-Term-Deal. Der ist bis 2028. Und wie wir jetzt ja seit dem Monaco Grand Prix wissen, der Perez ist auch bis Ende 2024 bei Red Bull. Halleluja, verdientermaßen. Ebenfalls bis 2024 bei Ferrari sind Charles Leclerc und Carlos Sainz. Bei McLaren sieht es so aus, der Norris ist bis 2025, der Ricciardo offiziell bis 2023, was momentan ein bisschen zur Debatte steht, aber da werden wir sicher noch später darauf zukommen. Fernando Alonso hat keinen Contract mehr Ende Saison. Esteban Ocon ist bis 2024 bei Alpine. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda haben keinen Vertrag nächstes Jahr. Im Vettel ebenfalls kein Vertrag. Der Stroll, bei ihm ist unknown. Bei ihm weiss man eigentlich nie, ob er einen Vertrag hat oder nicht. Aber ich denke, solange der Papa der Chef ist, wird er immer fahren. Und dann haben wir noch Latifi und Albon, die ebenfalls keinen Vertrag haben. Das gleiche gilt auch für Zhou Guanyu. Beim Bottas ist nicht bekannt, wie lang, aber es ist auch wieder ein Multi-Year-Deal. Also der fährt nächstes Jahr sicher noch bei Alfa Romeo. Beim Kevin Magnussen dasselbe. Ist einfach ein Multi-Year-Deal ohne genauere Daten. Und der Mick Schumacher ist noch der letzte, der keinen Contract hat für 2023. Also ihr seht, Top-End vom Grid ist eigentlich alles schon ziemlich klar, wer wo wird fahren. Also Mercedes, Red Bull und Ferrari bleiben nächstes Jahr sicher mit ihren Fahrern. Da würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen. Wie am Anfang schon erklärt, wir fangen es zuerst mit Haas an. Und ja, ich würde mal sagen, da gebe ich gerade dir das Wort. Wer fährt in deinen Augen 2023 bei Haas? Gute Frage. Also, ich glaube mal ziemlich sicher, dass... Ich bin gerade am Überlegen. Also, ich glaube, der Mick hat die Chance. Wegen der Sponsoren. Ich denke auch, sie würden den Mick behalten. Ich würde Mick setzen. Ich denke an Magnussen. Wenn Magnussen würde den Mick nebendran fahren oder hinter ihm nachfahren, besser gesagt. Aber ich denke, Haas wird hier einen Deal finden mit dem Mick zusammen. Hauptsächlich denke ich, weil von Haas Seite her das Interesse am Sponsor halt rum ist. Ja, also es macht auch mit Abstand am meisten Sinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Schumi, also der Haas jetzt, der zweite, wird gegen Ende Jahr in meinen Augen der heissest umstrittene Sitz sein. Weil ich denke, das ist der Sitz, der als letztes entschieden wird. Weil beim Schumi, ich denke schon, dass es eine Rolle spielt, wie gut das er fährt. Aber ich denke, dass er vor allem in der zweiten Hälfte von dieser Saison auf dem Level wird fahren, wo er sollte. Und dann somit denke ich, den Sitz auch mit Fahrtalent eigentlich wird können ergattern. Plus eben, der A&A-Sponsor bringt extrem viel Geld. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die vielleicht einen Titelsponsor machen nächstes Jahr. Aber das kommt halt ein bisschen drauf ab. Genau. Plus Ferrari buttert natürlich auch noch ein bisschen Geld rein, muss man an dieser Stelle sagen. Das kommt noch dazu, zu allem. Die wollen, dass der Bursch ein bisschen gefordert wird. Und ja, absolut verständlich. Bezüglich Mick Schumacher auch gerade, ist er underrated oder overrated? In meinen Augen, ich glaube, er ist rated. Also ich glaube nicht, dass die Leute eine hohe Meinung, aber auch nicht eine tiefe Meinung von ihm haben. Ich glaube, wir sehen alle, wie das er fährt. Ich
die Medien sagen relativ wenig. Was denkst du bei ihm? Ja, also ich denke, er ist sehr lang overrated gewesen. Sehr, sehr lang. Also wirklich auch bis Anfang dieser Saison. Aber ich glaube, jetzt doch mit den Unfällen, die er gemacht hat und auch eben, wie er im Vergleich zum Magnussen abschneidet, würde ich sagen, ist er nicht mehr so overrated. Das ist wirklich eigentlich normal gerated. Also man weiß, dass er wirklich seine Qualitäten hätte, die er aber nicht zeigt, weil er irgendwelche Fehler macht oder schon irgendwelche Probleme hat. Aber sehe ich auch so. Also ich denke nicht, er ist overrated. Ich denke auch nicht, dass er underrated ist. Definitiv nicht. Bei Magnussen ist es fast ein bisschen schwieriger. Oder muss ich so sagen, Ende 2020, auch 2019 hätte ich gesagt, er ist definitiv underrated. Aber ich habe das Gefühl, jetzt, wo er sein Comeback machen konnte, sein Viking-Comeback, haben die Leute auch so ein bisschen seinen Wert gesehen. Von dem her finde ich, jetzt ist eigentlich tiptop. Also er fährt auf einem guten Level. Mit meinen Augen, der könnte auch gut in ein Top-Midfield-Team reinpassen, respektive Haas könnte es ja mit den richtigen Schritten auch wieder sein jetzt. Also von dem her ist er am richtigen Ort. Er ist sicher nicht Mercedes-Kaliber oder Ferrari-Kaliber, aber er macht seinen Job gut und ich glaube, die Leute sehen es auch generell so. Ja, also da muss ich nicht noch etwas hinzufügen. Ich sehe eigentlich den Magnussen auch nur noch, also wenn man jetzt so alle Teams anschaut, sehe ich ihn eigentlich auch nur noch bei Haas. Und ich finde ihn auch nicht irgendwie overrated oder underrated. Also ich glaube, der holt, was im Auto in ist, raus. Oder was möglich ist, holt er raus. Ich denke auch nicht, dass er mehr rausholt, als überhaupt möglich ist im Auto innen. Ich denke, er holt wirklich das raus, was möglich ist. Der Mick macht es einfach nicht, darum schneidet er einfach so viel besser ab als sein Teamkollege. Bei Alfa Romeo, das ist ein Team, das ich ein bisschen studieren musste, aber eigentlich, also hauptsächlich musste ich studieren, weil sie einen verdammt guten Fahrer namens Theo Pourchaire, der in der F2 ein bisschen der Runner-up ist, der ist extrem talentiert und es gibt mega viele Leute, die dort dann am Sagen sind, ja, mal, der wird ziemlich sicher in die Formel 1 kommen jetzt gleich. Und ja, das stimmt mir zu, der wird sicher in die Formel 1 schaffen, aber gerade wenn man schaut, wie er fährt, er macht noch ein bisschen viele Fehler, noch ein bisschen viele Crashes und er ist sehr ein übermütiger Fahrer, also ihm fehlt noch so ein bisschen das Erwachsenwerden und das ist etwas, was der Joe aber schon von vorneweg immer mitgebracht hat in meinen Augen. Ich glaube, er ist sich sehr bewusst, was für eine gute Chance er hat und geht auch sehr gut mit der Opportunität um, die er hat und wegen dem sehe ich so, dass Alfa Romeo auch nächstes Jahr wieder mit dem Bottas und dem Joe wird weiterfahren. Was sagst du? Ja, unterschreibe ich auch so. Also ich verstehe die Gerüchte ehrlich gesagt nicht, wieso dass man momentan sagt, ja, der Guan Yu Zhou könnte aus der Formel 1 rausgehen, weil, sind wir ehrlich, seine DNFs, die er bis jetzt geholt hat, also klar, er hat viele Ausfälle gehabt, aber es sind alles eigentlich technische DNFs gewesen. Es ist kein einziger, bis auf den in Imola, der Sprintrennen, dort hat er einen Crash gehabt mit dem Gasly, aber sonst sind ja eigentlich seine DNFs immer technisch gewesen. Und er hat im ersten Rennen Punkte geholt. Und ich finde nach wie vor immer noch, er fährt sehr gut. Er fährt vielleicht ein Mühe zu vorsichtig. Also ich glaube, er könnte eventuell ein bisschen mehr Gas geben oder ein bisschen mehr ans Limit gehen. Es wäre schon ein bisschen mehr möglich. Aber es ist natürlich immer auch ein bisschen ein Heranfühlen. Einerseits das Auto, plus dann an die Strecke, plus eben halt, wie funktioniert das Auto auf dieser Strecke. Aber ich sehe es genau gleich, wie du es vorher schon gesagt hast. Also für mich 2023 optimal wäre Bottas und auch der Guan Yu Zhou. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, bestätigt eigentlich oder zeigt auch gerade auf, was ich vom Joe selber halte. Also in meinen Augen dieses Jahr einer der most underrated Driver. Also schon bevor er überhaupt ins Team reingekommen ist, haben alle gesagt, oh, Paydriver, der hat das jetzt nur bekommen wegen dem Geld. Und okay, klar, man kann schon sagen, ja, der Piastri hat keinen Sitz bekommen. Aber ich sehe dort den Schuld eher bei Alpine, dass sie halt den Alonso wieder reingenommen haben, anstatt ihr junges Talent zu fördern. Also das ist, ja... Also juckt. Der Piastri bei Alpine reinnimmt, das ist ein Joke gesagt. Ja, nein, also das ist genau das, was ich meine, weil die Leute haben darüber diskutiert, Piastri, unglaubliches Talent, hat das geschafft, wo gerade mal ein Hülkenberg, ein Hamilton und ein Leclerc geschafft haben und ein Russell geschafft haben. Erste Jahr direkt Championship gewonnen in der F2 und hat den Sitz nicht bekommen. Wegen dem haben sehr viele gesagt, mega unfair, dass der Joe den Sitz bekommt, aber der Piastri nicht. Aber da muss ich... Also, okay. Und so meine ich, ist Alpine dran schuld.
und nicht der Joe. Weil der Joe Ja, das ist hat so, schon in der F2 gut gefahren und er ist von vorneweg in meinen Augen einer der most underrated Drivers gewesen. Das Gleiche sehe ich auch beim Bottas so. Also rein nur schon wegen seinem Mercedes-Jahr, die haben ihn extrem abgezogen. Ich habe selber mit der Zeit auch so ein bisschen gegen Bottas von haten und jetzt, wo er zurück wieder bei Alfa Romeo ist, wo er sich wohlfühlen kann, muss ich echt sagen, ist immer noch in meinen Augen underrated. Was der aus dem Auto rausholt, ich glaube nicht, dass das Auto dürfte auf P6 sein, fast jedes Rennen. Und er bringt trotzdem fast jedes Rennen ran. Also, ja, in meinen Augen beide Fahrer absolut underrated. Also ich sehe es Mühe anders. Also ich finde, den Guang Yu Zhou finde ich jetzt nicht irgendwie underrated. Ich finde den eigentlich auch ganz normal. Also klar mit dieser Vorgeschichte und so, wie du jetzt erzählt hast. Und klar, ich habe auch gesagt, also ja, ein Paydriver kommt rein, super. Bin ich ganz ehrlich, habe ich auch gesagt, habe ich auch nicht viel erwartet gehabt. Bin aber eigentlich so nach seinen ersten paar Rennen bin ich eigentlich überrascht gewesen, eben, wie gut das er fährt. Aber jetzt muss man halt schon auch sagen, klar, er hat auch Pech im Qualifying und so, aber er kommt halt schon nicht dort her, wo der Bottas ist, sage ich jetzt einmal. Ich finde aber eben, allem in allem finde ich jetzt aber nicht, dass der Guang Yang... Der Guan Yan Zhang. ja, genau, einfach mal komplett neue Fahrer erstellt. Da hat der Zhou Guangyu irgendwie, ja, wie soll ich sagen, underrated ist. Ich finde es eigentlich für seine erste Season eben fand er okay. Ja, aber ich finde es nicht underrated. Bottas, wie soll ich sagen? Ich habe ja den Bottas bei Mercedes schon immer recht cool gefunden. Ich habe ihn auch immer kritisiert, wie er halt gefahren ist. Ja, ich meine halt, wenn du im Auto hockst von Mercedes und einen Teamkollegen hast, wo Lewis Hamilton heisst, ist ja klar, dass du ihn vergleichen mit dem. Ist halt schon wesentlich schwächer gefahren. Aber eben, was er jetzt momentan rausholt aus dem Alfa Romeo und auch wie er an und für sich ist, wie er sich geht und so, ja, finde ich, macht er einen sehr, sehr guten Job. Ob er jetzt underrated ist wegen dem, schwierig zu sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er underrated ist, was ich ehrlich sage. Ich würde jetzt auch sagen, dass ich ihn normal rate in dem Sinn. Wir müssen unbedingt das Wort herausfinden für das, weil das ist verdammt scheisse, so immer sagen. Average. Average. Durchschnittlich? Nein, durchschnittlich ist er auch nicht. Ich würde sagen, er ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Weil eben, er holt definitiv mehr aus dem Auto raus, als möglich ist. Durchschnittlich rated. Ja, also ja, sozusagen, ja. Er holt aber wirklich mehr aus dem Auto raus, als möglich ist, denke ich. Wo halt einfach seine Erfahrungen so viel Wert hat oder für eine Rolle spielt, so grosse Rolle spielt. Und ja, ich weiß nicht, aber ich würde ihn nicht overrated einsetzen, obwohl das momentan er schon ein bisschen dazu neigt. Also, wenn man so ein bisschen, also ich schaue ja oft so ein bisschen von anderen so Formel 1 Junkies so ein bisschen die Predictions für die Wochenende an und sie tun den Bottas schon generell relativ hoch raten, weißt. Ich habe das Gefühl, er rutscht so ein bisschen langsam dort rein, weil er halt jetzt wirklich viele gute Ergebnisse abgeliefert hat für Alfa Romeo und ich kann mir vorstellen, dass es halt viele Fans hat das mittlerweile auch erwartet, dass er da immer dort reingeht. Was natürlich für ihn wiederum ein bisschen schlecht ist, wenn er die Leistung nicht mehr abliefern kann, weil vielleicht das Auto nicht mehr so gut ist gegenüber der Konkurrenz. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er underrated ist. Ich würde sagen, es ist wirklich halt so eben das Average gerated, was auch immer. Average gerated Fahrer. Ja, ich habe kein anderes Wort für das. Es ist wirklich durchschnittlich. Ja, wie sagt man rated auf Deutsch? Gewertet. Das klingt so blöd. Ja, gewertet. Durchschnittlich gewertet. Graded. Ja, egal. Graded, Cheese Grater. Who steals the Cheese Grater? So, sorry, ich weiß, ich sollte dich nicht zum Lachen bringen, du mit dem Husten. Arme Burst. Ja, ich würde mal sagen, ich übergebe mal fürs nächste Team dir das Wort. Was denkst du bei Williams? So, bei Williams gehe ich mal schwer davon aus, dass sie beim Albon bleiben. Ziemlich sicher. Also, wenn sie den Albon würden abgeben, das würde ich jetzt gar nicht verstehen, weil auch der George Russell hat schon im Interview gesagt, dass es nicht verwundert, dass der Albon so gut performt bei Williams. Weil er ist einfach ein guter Fahrer. Und in meinen Augen, das, was er jetzt wieder bewiesen hat in der Formel 1, also jetzt in der ersten, was sind es, 7 Rennen bis jetzt sind wir gefahren, ja, in den ersten 7 Rennen, hat er absolut das Ganze verdient. Sein Beifahrer, sage ich mal, also sein Teamkollege, der aktuell der Latifi ist,
den sehe ich wiederum nicht mehr bei Williams. Ich denke auch, der wird ziemlich früh mal rausfliegen, wahrscheinlich sogar vor Saisonende. Also ich denke, das könnte ja sein, dass der in der Midseason rausfliegt. Nur halt da ist jetzt die Frage, wer könnte ihn ersetzen. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da ein Nick de Vries vielleicht reinrutscht, halt wegen Mercedes, weil halt Williams recht viel mit denen zusammenarbeitet. Oder wenn dann bei Alpine halt der Alonso gleich aus irgendwelchen Gründen bleibt, der Piastri. Aber der Latifi, sage ich mal, definitiv, dass der rausfliegt. 100%. Also, dass der Latifi rausfliegt, sehe ich auch so. Ich sage auch, wenn er nicht Mid-Season rausgeht, dann wird es etwas Ähnliches geben wie beim Pierre Gasly. Wer hat er ersetzt bei Toro Rosso? Ich weiß nicht einmal mehr. Wo er die letzten 3-4 Rennen... Ja. Die letzten 3-4 Rennen hat er irgendjemand ersetzt bei Toro Rosso, aber ich weiß es selber nicht mehr. Nein, der Pierre Gasly hat die ganze Saison von Anfang an gefahren, ich meine, oder nicht? Ja, er hat noch irgendwie so 3/4 Saison noch vorher gemacht. Also, schlussendlich egal. Ich sehe nicht, wieso das Latifi die Saison noch fertig fahren sollte. Er kommt mit dem Auto nicht nur nicht zu Schlag, er kommt überhaupt nicht klar mit dem Auto. Er macht die ganzen Fahrfehler, Crashes und seine Confidence ist auch einfach komplett weg. Der wird nächstes Jahr mal sich neue Challenges müssen suchen. Vielleicht kauft er sich Nutella oder so, also die Firma selber. Aktienanteil. Aber wie du gesagt hast, der zweite Sitz bei Williams ist gar nicht so einfach. Also Williams ist immer ein Team, das Geld braucht. Und das öffnet natürlich für ganz viele Fahrermöglichkeiten. Und für ganz viele Teams auch Möglichkeiten. Man hat schon gesehen, jetzt den Albon, der als Red Bull unterstützter Fahrer bei Williams kann fahren kann. Das kann gut sein, dass sie wieder so etwas eingehen mit Alpine, den Piastri schicken beispielsweise. Ein anderer Fahrer, der auch noch viel Geld wird mitbringen wird, wäre der Dragovic. Der ist Brasilianer, sein Vater hat einen riesen Konzern hinter sich, der eigentlich ihn auch sponsert. Super talentierter Fahrer, macht momentan die beste Saison ever in seiner Formel 2-Karriere. Aber Talent ist halt einfach auch nicht immer alles. Aber in dem Fall denke ich eben, dass Talent über alles wird gewinnen und ich sehe eben auch, dass der Nick de Vries das jetzt schlussendlich wird bekommen. Schlichtweg, was mich jetzt überzeugt hat, ist gerade heute oder gestern hat was ist der Chief Technical Director oder etwas, der Dave Robson von Williams, was ist er? Senior Engineer ist er. Der hat auch wirklich grossartig vom Nick geredet in seinem Outing in Barcelona, wo er FP1 ist, glaube ich, den Albon ersetzt hat. Und er hat gesagt, hey, also die Kritik, die er gegenüber dem Auto gebracht hat, ist nicht nur das, was die Fahrer sonst schon gesagt haben, sondern rein von seiner Perspektive aus sogar noch nützlichere Inputs gewesen, als vom einen oder anderen Fahrer, den sie haben. Und wenn halt so ein Kommentar kommt, nach einem FP1-Outing, muss ich echt sagen, der hat nicht nur bei den Fans und bei der FIA, sondern auch bei Williams selber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und auch Mercedes wird da sicher mit dem Geld ein bisschen nachlängen, dass noch ein Mercedes Back the Driver dort ist. Und falls das zustande kommt, wird das in meinen Augen eines der besten Driver-Pairings sein, was es nächstes Jahr wird geben. Albon und de Vries bei Williams. Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe den Nick de Vries schon länger in der Formel 1. Man hat ja die Tatsache recht lange spekuliert, also ja, kommt er recht gerade zu Mercedes oder so, aber das ist, muss man ehrlich sagen, ist auch recht unrealistisch gewesen. Ja, weil ist ja sehr unwahrscheinlich, dass du von außerhalb von der Formel 1 gerade in ein Top-Team rein kannst joinen. Aber bei Williams denke ich, hat er sicher viel Potenzial. Ich meine, er hat ja die Formel E-Weltmeisterschaft schon gewonnen, also er hat ja schon einen Titel im Sack, hat ja auch einen F2-Titel im Sack. Also er ist wirklich ja ein talentierter Fahrer und es wäre schade, dass so ein Talent wie er ist, außerhalb von der Formel 1 noch die ganze Zeit Sitz findet oder kann fahren und sich kann beschäftigen, aber hat selber eigentlich nie in der Formel 1 richtig teilgenommen hat, außer halt jetzt in Barcelona. Darum, ich würde es geil finden, ich würde es richtig fühlen, wenn der mitmachen in der Formel 1. Ja, same. Also es ist in meinen Augen wirklich... für mich war es fast ein Skandal gewesen, dass er nicht reingekommen ist. Also ich denke, da könnte man auch klar daraus raus, ist ein
absolut underrated Driver in meinen Augen. Da gibt es keine Diskussion. Der sollte schon lange in der Formel 1 sein. Und auch beim Albon, ich habe das Gefühl, es gibt immer noch viele Stimmen, die gegen ihn wirken. Also auch da, ich würde bei beiden sagen, Albon eher ein bisschen weniger. Ich glaube, die Leute haben langsam seinen Wert gesehen, aber Nick de Vries ist in meinen Augen wirklich ein underrated Fahrer. Ja, also der Nick de Vries definitiv underrated as fuck. Und der Albon ist, würde ich auch sagen, underrated. Also ich denke, beim Albon dort merkt man, wie viel Potenzial dahinter ist und wie gut er wirklich ist beim Fahren. Der Latifi ist weder underrated noch overrated, der ist irgendwie im Niemandsland draussen. Aber nein, ich sehe es so wie du auch. Also beide Fahrer underrated, definitiv. das killt mich. Der ist im Niemandsland raus. Wortwörtlich seine Autoteile auch. Ja, wirklich. So. Also, bei mir zieht sich durch alle Teams durch ein gewisses Sujet durch. Nämlich, ich glaube, was die meisten Teams wollen, vor allem jetzt, weil neue Autos rausgekommen ist gewissermaßen Consistency. Wie sagen wir das auf Deutsch? Konstant, also dass sie konstant sind. Ja, nicht Konsistenz, sondern konstant. Konstanz, genau, richtig. Ja. Sie wollen einfach ein Feedback haben, das sie damit arbeiten können. Und wegen dem, es zieht sich bei jedem Team durch. Bei mir macht es auch ein bisschen langweilig. Es gibt immer einen Fahrer, der mindestens bleibt. Und bei Aston sind sie in meinen Augen beide. Ich sage, der Vettel gibt Aston noch eine einzige Chance, um sich zu verbessern. Und der Stroll bleibt ganz einfach, weil der Papa immer noch dahinter hockt. Also, ja, für mich wirklich super langweilig, ich weiß, aber ich sage, Aston bleibt genau gleich. Ja, also, ich sage mal so, der Mike Craig, also der Team-Principal von Aston, hat ja ein Interview gegeben bei Sky, für die es nicht mitbekommen haben, dort hat er gesagt, dass sie fest damit rechnen, dass der Vettel noch weitermacht in der Formel 1. Und ich sage es jetzt mal so, um mal das Ganze ein bisschen einzuheizen. Ich denke nicht, dass der Vettel weiterfährt. Obwohl das im vor dem Podcast noch, oder wo wir F1 aufgenommen noch etwas anderes gesagt haben. Aber ich denke, er hört auf. Ich sage gleich, ich denke, er hört auf. Ich denke, das wird im Vettel seine letzte Saison sein. Ich glaube, der hat es gesehen. Der Stroll, da müssen wir nicht darüber diskutieren, der bleibt eh. Eben halt, weil der Vater halt, ja, wie sagt man dem? Der finanzielle Schuhe hat. Ich sage es einfach mal so, scheißegal. Ich sage, am Stelle vom Vettel kommt der Alonso. Weil es hat schon ein paar Gerüchte gegeben, es hat schon ein paar so ein bisschen, ja, so Insider-News gegeben, dass so ein bisschen Gespräche rum sind, Lawrence und Alonso, beziehungsweise, wie heisst das in Dings? Der Briatore, wie heisst der? Flavio Briatore. Genau, das ist ja sein Manager, dass sie dort Gespräche hatten. Und das hat auch der Lawrence hat das auch nochmal bestätigt, dass das geht. Ob das wirklich stimmt oder rein nur Marketing ist oder um das Team wieder ein bisschen in die Medien drücken, who knows. Ich meine, der Alonso hat auch mal an einer PR gesagt, also er hat Gespräche mit Red Bull und der Christian hat das dementiert wieder. Also eben, da wird auch viel einfach Scheiße gelabert, man weiß es nicht. Aber es wäre eine Kombination oder beziehungsweise es wäre ein Move, den ich mir auch könnte vorstellen vom Alonso. Der Alonso hat auch gesagt, er wird sicher noch ein Jahr optional noch ein zweites Jahr fahren. Und ich denke, bei Alpine wird er rausgeschmissen. Ich glaube, das Alpine wird nicht mehr. Und dann, wenn er noch irgendwo fahren kann, dann bei Aston. Und ja, ich denke, das könnte auf das rauslaufen. Okay. Ja, das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz erwartet. Also Alonso bei Aston, ich meine, okay, die Gerüchte habe ich auch schon gehört, sie sind jetzt nicht gross getreten worden, oder sie sind auch schnell wieder gestorben, irgendwie, die Gerüchte. Und ja, ich habe es mal eins erzählt, das weiss ich noch. Ja, richtig, ich habe es dann nachher, nachdem du erzählt hast, habe ich es auch noch gesehen, 1-2 Tage später. Aber nachher ist einfach irgendwie so nichts mehr gekommen und irgendwie für mich, ich glaube, Aston will um jeden Preis den Vettel behalten. Und wenn er noch ein bisschen Lust hat zu fahren, was ich denke, weil mich denkt, er macht so den Kimi, er fischelt sich so ein bisschen aus der Formel 1 raus. Ja, ich denke, der wird seine Zeit noch genießen. Aber ich stimme dazu, dass der Vettel einfach generell so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen müde. Er gibt sich gar nicht mehr so die Mühe irgendwie. Aber ja, also ich habe Freude. Weil, also ja, generell, ich definitiv auch. Also, also verstehe mich nicht falsch. Nein, gar nicht. Falsch. Also, nein. Wenn der Vettel bleiben würde, ich meine,
der Vettel ist so lange schon in der Formel 1 und der gehört einfach dort dazu. Und der Tag, wenn der Vettel sein Retirement bekannt gibt, da wird mich so anschießen, das wird ich jetzt schon gesehen haben, weil der Vettel ist einfach eine Legende. Der ist von einem der meist gehasste Fahrer in der Formel 1 ist er zum beliebtesten Fahrer geworden und der Übergang alles drum und dran hat man so halt miterlebt und ich würde es schon schade finden, aber eben, ich kann es mir gut vorstellen, dass es in die Richtung könnte gehen, eventuell. Also ich stimme dir zu 100% zu. Für mich ist der Vettel, das ist der Fahrer, mit dem ich so ein bisschen... Er war so mein Kindheitsheld gewesen, weil ich mag mich einfach erinnern, ich habe als Kind, wirklich ganz Kind, das wäre noch Schumacher-Zeiten gewesen, habe ich es noch nicht so gross verstanden gehabt. Aber dann, als ich so klein angefangen habe, ab und zu mit dem Vater zusammen zu schauen, habe ich immer wollen, dass der Vettel gewinnt. Weil dann war er bei Red Bull und ich wusste, er ist der Champion. Und er ist mit denen so sympathisch gewesen. Und genau aus dem Grund eigentlich über die ganze Karriere hinweg ist er in meinen Augen auch wirklich einer der most underrated Driver irgendwie. Ich meine, er ist ein 4-facher Champion und die Leute haten nonstop über ihn momentan. Und ich habe das Gefühl, und das sind jetzt vielleicht grobe Anschuldigungen, also, aber ich habe echt das Gefühl, ja. Über seine ganze Karriere war er underrated gewesen, hast du gesagt? Nein, also wenn wir Stand jetzt davon reden, dass er ein schlechter Fahrer ist. Und es gibt ganz viele Leute, die das sagen. Wegen dem sage ich, er ist underrated as fuck. Ja. Weil, was soll ich sagen? Damit sehe ich. Ja, schon gewusst, ich habe schon gedacht, ich bringe dich daraus. Also, ich kann schon überlegen, was soll ich sagen. Aber ich sehe es genau gleich. Also, der Vettel ist momentan so underrated, weil der hätte, wenn wirklich halt das Auto auch funktionieren würde oder ein gutes Auto unter dem Arsch hätte, würde der so reissen. Ich meine, der Hamilton ist ja das beste Beispiel. Bei Mercedes hat er ein Auto, das nicht ganz nach seinem Geschmack funktioniert. Kommt dort einfach nicht mehr so die Performance raus, wie er könnte eigentlich bringen. Aber der Vettel ist halt wirklich auch so, das ist so ein underrated Fahrer. Und beim Stroll, ob der jetzt underrated ist oder nicht, also, ist eigentlich scheißegal. Jeder weiss, wieso dass er in der Formel 1 ist. Genau, also da gibt es gar kein Rating. Da gibt es gar kein Rating, hat kein Rating verdient. Genau. Beim Vettel, was ich auch sagen wollte, ich glaube aber bei ihm ist wirklich, und das sind jetzt harte Anschuldigungen, ich glaube Ferrari hat ihn kaputt gemacht. Einerseits, weil er mit Ferrari grosse Träume hatte und die nie erfüllen konnte. Und andererseits, weil Ferrari ihm auch die kalte Schulter gezeigt hat. Und zwar richtig grob. Und ich glaube, das hat ihm so ein bisschen den Rest gegeben. Ich meine, ich weiss noch, wo es geheißen hat, er geht zu Aston Martin, alle hure Freude gehabt, dann sind die ersten Promotional-Videos rausgekommen und du siehst, wie der oben für einfach einen Glatze hat auf dem Grind auf einmal. Und das zeigt in meinen Augen noch so ein bisschen, weißt, wie er sich jetzt gehen lässt, dass er vielleicht auch selber eine kleinere Midlife-Crisis ist. Ich glaube nicht, dass sein Fahrtalent wirklich weg ist, aber er wirkt so in seinen Gedanken verloren in den Interviews oft. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ihn die Zeit bei Ferrari vor allem gegen Ende einfach nur noch ein bisschen gekränkt hat. Und das, ich finde es einfach schade, ihn so zu sehen, wie er ist. Und ich hoffe, dass er, wenn er nächstes Jahr noch bei Aston bleibt, dass Aston dann auch wirklich ein bisschen weiter vorfährt und er noch anständig abschließen kann, vielleicht noch einen letzten Win hat. Das wäre so das, was ich gerne würde sehen. Ja, also stimmt dazu, dass ein Ferrari ein bisschen verhunzt hat. Also man muss halt eben schon halt sagen, Ferrari und auch er hat natürlich eben halt im Kopf gehabt, deutsche Fahrer, Michael Schumacher kommt jetzt zu Ferrari und wir werden wieder Weltmeister und alles drum und dran. Und er selber hat ja gesagt, er hat es nicht geschafft, das Ziel, das er sich gesetzt hat, mit Ferrari Weltmeister zu werden, das hat er nicht geschafft. Und nachher ist halt eben, hat Ferrari, muss man ganz klar sagen, beziehungsweise, ich muss ehrlich sagen, der Umschwung ist eigentlich erst gekommen, wo der Binotto abmachen kam, ist bei Ferrari. Wo der Arriva Bene war, ist das noch nicht gewesen. Arriva Bene hat den Vettel geliebt. Ja, und nachher ist der Binotto gekommen. Und danach war der Fokus plötzlich nur noch auf dem Leclerc gewesen. Klar, ich sage, es ist nicht falsch, dass man den Fokus auf einen jungen Fahrer aussetzt, weil der Vettel ist halt auch schon älter gewesen. Aber es ist schon gut. Aber halt, ich sage halt auch, wie Ferrari mit dem Vettel am Schluss umgegangen ist, halt einfach auch nicht korrekt gewesen. Ob ihn jetzt das gerade so in eine Midlife-Crisis hineingedrückt hat, sei dahingestellt. Also klar, es hat Narben hinterlassen. Hauptsächlich auf seinem Kopf, dass er keine Haare mehr hatte, aber das hat ja wegen der Haartransplantation, die er gemacht hat. Darum hat er keine Haare mehr dort oben drauf. Aber
Ja, es hat sicher einen Arbeit hinterlassen, aber eben, wie du auch gesagt hast, ich denke, das Fahrtalent hat er nicht verloren. Und ich denke, sobald er ein Auto hätte, wo er sich wieder wohlfühlt und wo er merkt, okay, ich kann schnell fahren mit dem, wird auch irgendwo durch den alten Vettel wieder vorkommen. Ich glaube, ihr merkt alle, das sind zwei Vettel-Fanboys. Kurz gesagt, Ja, aber Vettel ist Liebe, Vettel ich ist habe es Leben. doch schon mal gesagt in einem Podcast. Was habe ich gesagt? Der Vettel ist so wie ein Dings. Nein, scheiße, das habe ich Sprichwort gerade vergessen. Ja. Ja. Irgendetwas, man kann ihn nicht hassen. Ja, nein, wegen Ferrari. Ich habe ja gesagt, er hat ja mal gesagt, der Vettel hat es auch mal gesagt, das war in Kanada, 2016 oder 2017, hat er mal gesagt im Interview, jeder ist Ferrari-Fan, egal ob du bei Mercedes schaffst oder wo auch immer, du bist Ferrari-Fan. Und das Gleiche ist auch beim Vettel. Jeder ist Vettel-Fan. Niemand kann den Vettel hassen momentan. Also klar, es gibt Kritiker, die sagen, so, fahrt langsam und scheiße, soll aufhören, was auch immer. Aber schlussendlich bist du gleich ein Vettel-Fan, weil du hast ihn gleich gern. Man kann ihn noch mal gerne haben. Vor allem mit den Prove me wrong. Aktionen, die er bringt. Prove me wrong. Vor allem mit... Ja, nein, wirklich. Also ich stimme dir zu 100% zu. Ich meine, also etwas von den geilsten Sachen, die er durchgezogen hat, wo er da einfach nach dem Rennen ist, Grandstands aufräumen, einfach putzen. Und weißt du, jeder andere Fahrer hat eine riesen Medien-PR rundherum gemacht und Save the World, Save the Planet. Na gut, nicht jeder andere Fahrer, aber ganz viele andere Sport-Ikonen hätten da, weiss nicht was für Sachen. Er ist einfach aufräumen. Und per Zufall haben ein paar Fotografen das gesehen. Und das zeigt einfach so ein bisschen den Grundcharakter vom Vettel. So. Ja, er ist einfach sympathisch. Und das machen wir weiter. Ja, wirklich. Ich mache gerade bei Alpha Tauri kurzen Prozess. Ich habe gesagt, es braucht Konsistenz. Gasly Tsunoda. Konstanz, meinst du? Genau. Konsistenz, immer sagt er das. Ich weiss nicht, das hat sich so eingebracht, das ist ganz schlecht. Das ist wegen dem Englischen, Consistency. Ja, also, du sagst Gasly Tsunoda? Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Gasly hat schon immer abgeliefert und Gasly wird, so gut wie er ist, keinen Sitz finden und Red Bull will aber seine Karriere nicht versichern. Sie haben schon den Kvyat versichert. Sie wollen nicht den Ruf bekommen, dass sie Karrieren kaputt machen. Wegen dem lassen sie ihn so lange bei Alpha Tauri fahren. Es ist aber eine verdammte Zwickmühle, weil Formel 2 hat den Daruvala, den Juri Vips und den Liam Lawson. Und alle drei fahren das auf einem extrem guten Level. Alle drei sind schon das zweite Jahr dabei und alle drei hätten in meinen Augen genug Talent, um zu Alpha Tauri zu gehen. Aber auch der Tsunoda, sage ich, fährt auf einem deutlich besseren Level als letztes Jahr. Der hat eine riesige Steigerung gemacht. Und wenn er das nächstes Jahr nochmal kann, hat er das wirklich auch verdient, dort zu bleiben. Wegen dem sage ich, Gasly bleibt, weil er keinen Sitz findet und sie ihn nicht blockieren wollen. Und Tsunoda bleibt, weil er das wirklich verdammt gut schon fährt und noch besser wird fahren. So, da gehen mal wieder unsere Meinungen auseinander. Ich sage, ja, das war aber auch klar gewesen. Ich sage, Tsunoda bleibt und der Vips kommt rauf in die Formel 1. Ich sage, der Gasly hat die Schnauze voll von Alpha Tauri und im Mittelfeldteam. Ich glaube, er wird seine Perspektive mal in einen Frontrunner oder potenziellen Frontrunner werfen. Und darum sage ich mal, er bleibt nicht bei Alpha Tauri und geht leider. Weil hauptsächlich die Bromance zwischen Yuki Tsunoda und Gasly ist einfach so geil. Und es ist herzzerreißend, wenn die zwei nicht mehr beieinander sind oder nicht miteinander fahren. Weil es gibt einfach, es gibt so geile Memes von diesen zwei immer. Aber sie treiben es auch immer auf die Spitze, die zwei. Darum wird es mir im Herzen wehtun, wenn die zwei nicht mehr im gleichen Team sind. Aber ich glaube, für im Gasly seine Karriere, also Formel 1 Karriere, muss einfach einen Schritt weitergehen und ich glaube, er hat ja auch wirklich Potenzial, bei einem anderen Team zu fahren und darum sage ich auch jetzt gerade, dass der Pierre Gasly in meinen Augen nach wie vor seit x Jahren underrated ist und der Yuki Tsunoda würde ich auch sagen, ist leicht underrated noch. Ich glaube, der Tsunoda hätte auch noch mehr Potenzial. Ja, also mit dem Ranking stimme ich dir absolut zu. Also Tsunoda ist erst am Anfang. Am Anfang ist er overrated. Er ist so ein bisschen, ich finde, er ist die ganze Zeit zwischen overrated und underrated hin und her geschwommen, weil also in seinem F2-Jahr, wie der gefahren ist. Also ich habe wirklich
das ganze Jahr lang, ich habe nach dem dritten Rennen habe ich nur noch den im Fokus gehabt. Und es hat noch keinen einzigen Tag gegeben, dass der zu Alpha Tauri könnte kommen. Und ich habe gedacht, Scheiße, der Tsunoda ist gut, weil was der für Overtakes gemacht hat. Alle haben sich darüber aufgeregt, über den Mazepin, wie hart er blockiert. Und der Tsunoda hat trotzdem wirklich die kränksten Overtakes gemacht. Er ist teilweise ab der Strecke gefahren, weil er den Mazepin dort gedrängt hat. Und hat den Overtake einfach durchgezogen. Und wegen dem ist er dann, als er reingekommen ist, underrated gewesen. Und nachher war er hure lang overrated gewesen, weil er ist wirklich scheiße gefahren. Also du meinst umgekehrt? Er ist oder nein, ich sage, also, er ist overrated reingekommen und nachher ist lang eigentlich overrated gewesen. Also underrated reingekommen und overrated gewesen, so. Oder permanent overrated gewesen. Ich sage, die ersten paar Rennen, die er reingekommen ist, war er overrated gewesen. Nachher, so gegen Ende Jahr, haben alle nur noch Scheiße von ihm gedacht, aber eigentlich gegen Ende letzte Saison hat er wirklich wieder gute Resultate rausgefahren. Aber die Leute haben bis Anfang dieses Jahr haben alle das Gefühl gehabt, Tsunoda ist gewaschen, der muss wieder weggehen. Aber ich glaube, er hat sein Fahrtalent definitiv bewiesen bis dahin. Ja, also vor allem sind sie jetzt bei Alpha Tauri absolut verdient. Also wenn er momentan fährt, also klar, er hat jetzt auch 2-3 Rennen gehabt, wo halt einfach Pace nicht rum war, aber wo man muss wirklich sagen, wo jetzt weniger am Fahrer gelegen ist, sondern halt mehr am Auto, weil Alpha Tauri hat das ja einfach nicht ein gutes Auto hat, muss man sagen. Und also ich stimme dazu, also der ist ja von der Formel 3 ist er ein Jahr gewesen, Formel 2 ein Jahr und nachher gerade in Formel 1 gekommen. Also der hat so einen schnellen Aufstieg gehabt und als ich das mitbekommen habe, dass der in Formel 1 kommt und das eben mitbekommen habe, wie schnell dass der Aufstieg gemacht hat, dachte ich also, okay, krass und habe auch dementsprechend hohe Erwartungen gehabt, also eben overrated gewesen. Und nachher schon halt ein bisschen enttäuscht gewesen, so, von wegen so, ja, okay, der ist ja doch nicht so gut wie, aber eben, man sagt ja oft, ja, Formel 1 ist halt immer noch etwas anderes als Formel 2, aber er hat sich, muss man wirklich sagen, gut gefangen, also vor allem gegen Ende Season letztes Jahr und darum, ich sehe ihn weiterhin bei Alpha Tauri und ich denke, der wird auch dort wirklich viel noch liefern können. Definitiv. Wo ich dir nicht ganz zustimme, ist mit dem Juri Vips. Also ich sage, wenn einer von den Red Bull Juniors kommt, ist es der Gian Daruvala. Es ist zwar ein bisschen umstritten. Also das Ding ist, der Daruvala, der hat jetzt sein drittes Jahr in der F2. Das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Es gibt wenig Fahrer, die nach dem dritten Jahr überhaupt noch in die Formel 1 kommen. Aber... Bis auf Guang Yu Zhou. Hä? Bis auf Guang Yu Zhou. Ja, das stimmt. Oder der Nicolas Latifi. Also, das sind meistens Leute, die viel Geld dahinter haben. Das, ja, ist, genau. das ist jetzt etwas, was beim Daruvala zwar nicht der Fall ist, aber bei ihm ist es so. Das erste Jahr überhaupt nicht aufgefallen. Das zweite Jahr hat er ein paar Rennen gehabt, wo er verdammt gut gefahren ist. Und dieses Jahr ist er seit Rennen 1 ein Title-Contender. Und er ist immer wieder vorne mit dabei. Und seine Fahrweise ist einfach extrem angenehm zum Zuschauen. Er ist sehr überlegt, wie er fährt. Und ist sehr taktisch. Also, er ist so ein bisschen einer wie der Mick Schumacher, der einfach ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen und fährt dann einfach gut. Und der Grund, wieso dass ich beim Vips nicht so Chancen sehe, ist, sein FP1-Outing in Barcelona war katastrophal gewesen. Also ich glaube, er ist 1-2 Sekunden schlussendlich immer noch hinter dem Dings gewesen. Die ersten paar Runden war er 8 Sekunden hinter dem Verstappen gewesen. Und ja, also der Juri Vips und auch der Liam Lawson, auch beide zusammen wirklich top talentierte Fahrer. Und der Juri Vips ist momentan schon am ehesten noch connected zum Red Bull Sitz. Man redet immer wieder darüber. Aber rein von der Performance her, wo die 3 Fahrer bis jetzt abgeliefert haben, hat es in meinen Augen nur der Daruvala verdient, in die Formel 1 zu kommen. Die anderen beiden haben wirklich noch nicht viel geleistet. Und das ist so ein bisschen der Grund, wo ich muss sagen, wenn ein Red Bull Junior kommt, dann würde ich eher der Daruvala sehen als der Vips. Aber über Vips wird die ganze Zeit geschnorrt. Das ist halt einfach das. Ja, und vor allem, man bringt ihn halt am ehesten in Verbindung, weil er jetzt natürlich halt noch an einem offiziellen Face-Training mitgemacht hat, eben in Barcelona. Aber wie du gesagt hast, er ist gar nicht schnell dort. Aber man muss halt immer noch ein bisschen sich fragen, was ist er genau gefahren? Ist er nur gefahren, um ein bisschen Kilometer für sich selber zu sammeln? Er ist jetzt sicher nicht, denke ich, auf einer Hotlap unterwegs oder so dort in diesem Practice. Was ich mir vielleicht auch noch vorstellen könnte, also das ist weit aus dem Fenster rausgelehnt, aber wenn natürlich, ja, ein bisschen mit, also gut, ich glaube, es ist gerade vor kurzem gewonnen, der Hauger. Das wäre auch nochmal so eine Tsunoda-Fall.
F3 und dann F3, F2. F2. Aber er ist natürlich weit weg, weil er ist ja, glaube ich, momentan nicht so absolut der Overkill in der Formel 2. Bei ihm ist es so ein bisschen das Gleiche wie mit dem Pogacar. Er ist sehr übereifrig und er nimmt da alles gerade so ein bisschen persönlich, wenn mal etwas nicht recht läuft. Also wegen dem, nein, der braucht noch ein bisschen Zeit, um erwachsen zu werden. Bei Red Bull ist halt immer schwierig, weil die in dieser Weg viele Junior-Drivers haben, gell? Da verliert man sich auch ein bisschen drin. Ja, und apropos Junior-Driver, ich sehe bei Alpine einen Wechsel. Ich sage, dass der Alonso retired und der Piastri den Alonso ersetzt. Ocon bleibt. Ja gut, Ocon hat ja auch einen Vertrag. Genau. Also ist ja logisch, dass er bleibt. Stimmt. Ja, sehe ich auch so. Also meine Prediction, beziehungsweise vorher habe ich ja gesagt, Alonso geht zu Aston und dementsprechend ist ja bei Alpine ein Sitz frei. Und da sage ich auch, dass dort endlich der Piastri wird reinkommen in die Formel 1, absolut auch verdient. Ich weiß aber nicht, ich glaube, der Piastri wird momentan auch ein bisschen overrated. Also ich denke, dass wenn jetzt eine neue Season anfängt, wird der jetzt gerade, oder wenn 2023 wird reinkommen und wird fahren, ich denke jetzt nicht, dass der am Anfang gerade voll wird vorne mitfahren oder so. Aber ich glaube, er wird besser fahren als ein Ocon. Und ich glaube, ein Ocon ist immer noch dezent overrated. Ganz leicht. Ocon finde ich schon seit Jahren overrated. Also, er ist wirklich. Er ist mir noch nie sympathisch gewesen. Ist zwar, glaube ich, der einzige Fahrer, wo ich ein Selfie damit habe. Aber gleich. Also, Piastri, stimme ich dazu, ist ein bisschen overrated momentan. Die Leute reden extrem über sein Fahrtalent, aber man muss so sagen, zu guter Recht. Also, der hat wirklich eine starke Saison abgeliefert in der Formel 2. Eigentlich schade für ihn, der wäre gescheiter Platz 2 geworden, dann hätte er jetzt noch ein Jahr gehabt. Aber ich sehe es auch gleich. Das Problem ist mit Piastri, der hat jetzt einfach zu wenig Fahrerfahrung. Und Alpine schickt ihn in meinen Augen nicht zu weit weg oder weit genug weg. Sie lassen ihn sehr viele Medien machen und so. Ich weiß nicht, wie fest dass sie ihn mit weißt, so ein bisschen wie ein Albon als Development-Fahrer auch brauchen. Ich glaube es eben auch nicht recht. Und ich glaube, das schadet ihm. Ja, ich glaube, das schadet ihm aber mega. Ja. Ich glaube, sie hätten ihn gescheiter zu einer Le Mans-Serie ab und zu mal geschickt oder vielleicht auch mal IndyCar-Rookie machen, so für ein Jahr oder so. Einfach, dass er, oder Formel E, einfach, dass er etwas zu fahren hat. Aber ich denke, Fahrtalent ist er definitiv besser als der Ocon. Ich sehe zwar nicht, dass er sofort wird schneller fahren als der Ocon. Ich glaube, die werden auf einer ähnlichen Pace sein. Der Ocon bringt halt schon sehr viel Erfahrung und ich denke, der wird dann auch so ein bisschen die Mentorenrolle eigentlich einnehmen gegenüber dem Piastri, weil der Ocon will ja schon lange einfach auch mal ein bisschen Teamleader sein und das ist seine Chance zum Teamleader zu sein. Ich glaube, das ist eine Teamchemie, wo Alpine schlussendlich so anstrebt. Ja, ich glaube es auch. Und vor allem hat eben so gesehen 2 junge Fahrer eigentlich, also ja, der Ocon, ich weiß gar nicht, wie alt der ist. 7, 28 oder so. Ja, das mal gucken. Ja, er ist ja auch nicht mehr gerade, sage jetzt mal, der Jüngste. Warte, ich schaue mal schnell kurz nach, was er für eine 96 hat. Er ist jünger als ich. Der wird 26. Ja, das kannst du noch von vielen Fahrern behaupten. Ja, Uhren sehe ich. Ja, zu Not hat ja 2000er, das sehe ich. Also, aber ich denke, es ist wirklich auch eine gute Kombination, eben so ein bisschen 2 jüngere Fahrer und nicht einer, der ja 40 ist oder schon drüber, wie alt immer der Alonso ist, ich weiß es nicht auswendig. Aber finde ich eigentlich eine gute Kombination und das sehe ich auch so. Definitiv. Ich glaube, jetzt kommt mit Abstand das Spannendste und ich kann auch mit Absicht die ganze Reihenfolge so haben. Weil es ist eigentlich die letzte Prediction, die wir können machen, müssen machen. Und ich weiß gar nicht, wer von uns soll anfangen. Ich glaube, sie fangen mal bei mir an, weil du kommst eigentlich mit einem Indie-Fahrer. Weil sonst würde bei uns nicht auf der Ding noch Indie-Fahrers drauf sein. Ich sage mal so. Ich habe ja vorher bewusst gesagt, der Pierre Gasly verlässt AlphaTauri
Und jetzt habe ich es ja schon gesagt. Und das erste Team, das wir ansprechen, ist McLaren. Und darum sage ich auch, dass der Pierre Gasly zu McLaren wird gehen. Und da es logischerweise nicht 3 McLarens gibt auf der Rennstrecke, sondern nur 2, wird einer rausgehen. Und weil einer noch einen fixen Vertrag hat, und zwar der andere auch, aber der andere momentan eine scheiß Performance hat oder abliefert, wird er rausgeschmissen. Und das ist der Daniel Ricciardo. Auch so gerne ich den Typ habe, so gerne ich den Menschen wirklich habe und ihn so unterhaltsam finde und auch eigentlich sein Fahrstil, Fahren mit Red Bull-Zeiten und auch noch bei Renault-Zeiten auch wirklich geil war. Also vor allem bei Red Bull. Red Bull-Zeiten sind einfach krank gewesen. Was der abgeliefert hat, seine Dive-Bombs, also der Mr. Late Breaker himself, kann man sagen. Ja, er liefert nicht mehr ab und ich habe das Gefühl, dass ein Australier wird in die Formel 1 reinkommen und ein Australier verlässt die Formel 1. Darum sage ich, der Ricciardo wird Formel 1 verloren, wird McLaren verloren und wird keinen Sitz mehr finden und fliegt komplett aus der Formel 1 raus. Und der Pierre Gasly wird dann nachher neben Lando Norris sein und wird dort fahren. Was ich muss wirklich sagen, was Line-Up-technisch richtig krass ist. Und bevor dass ich das Wort im Schäuber überlasse, bezüglich wird safe kommen mit Indy-Fahrers. Ich glaube, der Grund, wieso dass McLaren keine Indy-Fahrers nehmen, auch wenn es marketingtechnisch, wenn es Amerikaner sind, wirklich Sinn machen oder halt, ja, Indy halt amerikanisch ist. Ich denke, McLaren wird viel besser fahren, wenn sie einen Fahrer nehmen würden, der schon jahrelang Erfahrung hat in der Formel 1. Das wäre viel bessere Pferd im Stall schlussendlich als einen unerfahrenen aus der Indy rausnehmen. Meiner Meinung nach. Aber jetzt bin ich gespannt, was der Schiffs meint. Also, bevor ich meinen Standardsatz bringe, absolutes Traumpairing. Norris und Gasly, das wäre eines der talentiertesten Driver-Pairings, die es überhaupt könnte geben. Und ich würde nichts lieber sehen als das. Man muss aber auch immer ein bisschen realistisch sein, rein von den Contracts her, von den Möglichkeiten her, von dem, was bis jetzt schon geschnorrt worden ist, von den Leuten, die bis jetzt schon zu dem Team gelinkt sind. Und wegen dem, ja, kommt mein Standardsatz, da scheiden sich die Geister. Ich sage, wir werden einen zweiten mexikanischen Fahrer auf dem Feld haben und der heißt Pato O'Ward. Relativ simpel. Der Ricciardo ist in meinen Augen ja, momentan underrated. Weil ich weiss, was der für ein Fahrtalent hat. Aber er braucht ein Auto, wo er sein Fahrtalent auch zeigen kann, wo er sich daraus rauskitzeln kann. Der Ricciardo selber liebt Amerika. Er hat schon ein paar Mal gesagt, er würde auch gerne mal Overracing machen. Und wegen dem ist meine logischste Schlussfolgerung daraus, der Pato O'Ward wird vom wird vom McLaren Aero Team von IndyCar weggehen und mit dem Danny Rick eigentlich einen Driver-Swap machen. Ob der Pato O'Ward längere Zeit bei McLaren bleibt, sei dahingestellt, aber ich denke, der Ricciardo braucht einfach mal ein Jahr in einer anderen Serie, wo er mal wieder sein Talent ein bisschen zeigen kann und wieder sich ein bisschen auf eine Präsentiertauer tun kann. Weil momentan habe ich das Gefühl, bei Formel 1 wird er es nicht schaffen. Er hat es bei Renault nicht geschafft, er hat es bei McLaren jetzt nicht geschafft. Ich glaube auch nicht, dass es bei einem anderen Team wird schaffen. Weil auch einfach die neuen Autoregeln ihm einfach nicht passen. Die neuen Autos passen seinem Fahrstil nicht und er ist nicht unbedingt ein Fahrer, der seinen Fahrstil auch schnell anpassen kann, wie es ein Checo Perez kann, oder? Und ja, also beim Pato O'Ward ist es halt wirklich so, dass er schon sehr viel geredet hat. Ich habe jetzt auch wieder ein Interview geschaut mit ihm. Jetzt bin ich gespannt. Was du sagst. Was? Eben wegen dem Interview, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Nein, also es ist eigentlich nichts Spannendes. Es ist einfach nur, dass der Pato O'Ward wirklich viel mit dem Dings in Kontakt ist, mit dem Zach Brown. Mit dem Zach Brown und schlussendlich, ich weiss auch, dass Teammitglieder von ihm wirklich sehr überrascht sind, wie er in Abu Dhabi gefahren ist. Also ich sage, das ist wirklich in meinen Augen die logische Schlussfolgerung. Sie machen einen Switch. McLaren will sowieso selbstständig bleiben. Und noch zu dem Punkt, wo du gesagt hast, McLaren wäre besser, wenn sie einen erfahrenen Fahrer haben. Sie haben den Norris. Erstens. Und zweitens, sie haben in ihrem Team dieser Weg gute Fahrer drinnen, Teammember. Ich glaube nicht, dass sie noch mehr Erfahrung brauchen. Ich glaube, sie brauchen einen schnellen Fahrer
Und der Pato Ward ist definitiv ein schneller Fahrer. Also sie würde in meinen Augen Win-Win machen, ohne grosses Karfaffel, ohne grosses Geld zu verlieren durch einen Vertrag. Weil das musst du auch noch sehen, gell? Die verlieren ziemlich grosse Batzen, wenn sie den Ricciardos raus tun, weil die müssen Entschädigungen zahlen. Ja, logisch, der Pato Ward, der der Pato, der will nicht mal Geld, der will einfach unbedingt die Formel 1. Jetzt auf das habe ich gewartet, bis du das sagst. Das stimmt eben nicht. Der Pato Ward hat anfangs Mai ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass sein Herz für die Indy schlägt und nicht für die Formel 1. Und dass er nicht momentan Interesse hat, in die Formel 1 zu switchen. Sein Ziel ist, bevor er zu der Formel 1 kommt, Indy 500-Winner sein und IndyCar Champion sein. Ob jetzt das wirklich stimmt, was er sagt, lass mich doch aussprechen, ist immer noch die zweite Frage. Aber schlussendlich sind das seine Worte gewesen, dass ihm sein Herz momentan für die Indy schlägt. Eben, das kann natürlich in einem halben Jahr wieder anders sein, who knows. Erfahrung Norris, ja, also er ist ja, wie lange fährt jetzt Norris schon in der Formel 1? 2018? 2018 ist er in die Formel 1 gekommen. Kann es sein? Nein, ja, nein 2019 fährt er in die Formel 1. ist er in die Formel 1 gekommen, aber er ist halt immer mit McLaren 3 Jahre, ja, aber 3 Jahre ist jetzt, er kennt das Team. Aber ich würde mit 3 Jahren würde ich jetzt auch nicht sagen, dass er ein erfahrener Fahrer ist. Weißt du, in meinen Augen ist er ein erfahrener Fahrer etwa 5-6 Jahre. Ja, schon, aber er ist immer im gleichen Team geblieben. Ja, im Team, ja, das stimmt mir dazu. Aber erfahrener Fahrer ist... Ein Vettel ist für mehr erfahren. Ja, ist klar. Klar. Oder ein Sainz, weil der schon lange in der Formel 1 ist. Aber... Ja, was ich einfach meine damit ist, die Erfahrung längert. Ja, aber bezüglich noch overrated und underrated, Norris, hast du es noch nicht gesagt, ich finde Norris immer noch absolut overrated. Das ist so schlimm. Ich finde ihn overrated? Ja, aber so etwas von. Ich finde ihn underrated as fuck. Nein. McLaren hebt ja den Norris selber auch viel höher auf als ein Ricciardo, weißt du, was ich meine? Ja, wieso so ist mittlerweile? Ja, das ist auch ihr gutes Recht, aber ich finde gleich, dass der Norris immer noch overrated ist. Wieso kommst du darauf, dass der overrated ist? Gib mir ein Argument, wieso dass der overrated ist. Schau mal anderen ihre Driver Prediction. Die klatschen den Norris immer so hoch rein. P5, P4 und so. Kollegen, wo lebt ihr, Mann? Das Auto ist Trash, was sie momentan haben. Und ja, aber das hat... Nein. Also, schau, der Norris hat in seinen 3 Jahren, wo er jetzt bei McLaren fährt, hat er das Team wirklich sehr viel vorwärts bringen, weil er extrem gut mit anderen Leuten umgehen kann, weil er extrem gutes Feedback gibt. Also rein nur schon von dem. Und der Alan McNish, der hat es gerade im Beyond the Grid Interview hat er gesagt, er hat selten einen Fahrer gesehen wie der Norris, der diesen Weg weit vorausdenkt. Er ist in der Lage, sein Autosetup am Tag zu machen, auch wenn das Rennen in der Nacht ist. Und er versteht, dass die Änderungen, die er macht, in der Nacht werden gut sein. Und in der Trainingssession verschlechtert das Auto vielleicht, hat es mehr anders Tier. Und er kommt dann nachher zurück in die Garage und sagt, das ist tiptop, das wird perfekt sein. Und am Abend testen sie das Setup aus und es ist perfekt. Wegen dem, also es gibt mehrere Sachen. Und nur schon der Fakt, dass er so ein junger Schnaufer ist und schon manchmal das Auto auf das Podium geschleift hat, was nicht hätte sollen, in meinen Augen eines von seinen besten Rennen, Austria 2020. Das ist in meinen Augen immer noch absolut underrated. Die Leute sehen nicht, wenn der in einem Auto mit einem Russell hocken würde, der Russell in meinen Augen wahrscheinlich outdriven. Oh! Ui. Okay. Mhm. Crazy. Und was denkst du, wenn er gegen einen Leclerc im gleichen Auto fahren? Dann wird Leclerc trotzdem outdriven. Also Leclerc und Verstappen sehe ich auf einem anderen Level. Leclerc, Verstappen... Auf einem anderen Level oder auf dem gleichen Level? Auf einem anderen Level, auf einem besseren Level. Ich meine der Leclerc und der Verstappen. Ich sage, der Leclerc und der Verstappen sind in ein paar Jahren die neuen Vettel und Hamiltons. Also beide die Hamiltons, Mensch. Aber ja. Ja, ich sage ich weiß schon, was 4- und 5-fache Champions. So. Ja, also 7-fache. Aber was ich noch sagen, ich finde Norris gleich nach wie vor immer noch overrated. Das ist aber meine Meinung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht wieso, aber mir ist der Norris auch nicht so extrem sympathisch, obwohl das alle hure lustig finden, alles drum und dran. Er ist ein bisschen reicher Schnösel. Eben, das Wissen eben, schon, ja. Das Ding ist eben halt, das wissen viele nicht. Viele haben einfach das Gefühl, er ist einfach von McLaren drafted worden und ist so in die Formel 1 reingekommen. Nein, der hat Cash das Talent.
Aber sein Vater hat Cash ohne Ende. Das ist fast ein Lawrence. Also nicht gerade in dem Ausmaß, aber es kommt fast schon daran her. Also in der Formel 2 ist da schon viel Geld reingeflossen, dass er ein bisschen... Dem sein Vater hat ja sogar andere Fahrer dafür bezahlt, damit sie im Paddock mit seinen E-Scooter rumfahren. Ja, sicher Cash wie blöd. Also eben, das sehen eben viele nicht. Das ist eben das Schlimme. Viele haben eben das Gefühl so, ja, das ist einfach ein talentierter Fahrer und McLaren hat da einfach einen guten Fang gemacht. Nein, der Typ hat Cash, darum ist er raufgekommen. Versteht mich nicht falsch, er ist kein Paid-Driver, das definitiv nicht. Er hat sein Talent. Und das, wie Gabi das vorhin schon gesagt hat, er hat schon mehrfach bewiesen, dass er es auch hat. Aber es bleibt gleich ein fader Beigeschmack. Und eben, wie gesagt, er mag ein lustiger sein als so und dran. Mir persönlich ist er nicht so sympathisch, muss ich ehrlich sagen, aber eben jedem das seine. Ich finde halt einfach gleich, dass er hier und da irgendwie durch ein bisschen overrated ist. Und beim Ricciardo, keine Ahnung. Ja, ich sage mal, wenn es richtige, wie du schon gesagt hast, wenn es ein richtiges Auto hätte, ist er wirklich gut. Und jetzt momentan, weil es halt nicht das richtige Auto hat oder halt in dem Auto vertraut, ist halt einfach, muss man schon sagen, ist halt dort ein bisschen underrated, weil er halt einfach nicht klarkommt. Ja, aber der Ricciardo ist eigentlich, oder wäre eigentlich ein guter Fahrer. Also Ricciardo ist underrated as fuck. Mhm. Er hat einfach wirklich gerade eine schlechte Zeit momentan, wegen dem denke ich auch, er braucht die Auszeit, aber definitiv, da kann ich unterschreiben, Ricciardo, da sind wir uns wieder mal einig, ist underrated, definitiv. Aber ja, vielleicht sind wir einfach beide Ricciardo-Fanboys. Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich meine, klar, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn ich mich für einen Fahrer entscheide, würde ich wahrscheinlich Ricciardo sagen. Weil ich finde sein Fahrstil, den er hatte bei Red Bull, ist halt hure geil gewesen. Und ich finde auch seine Art und Weise, wie er ist, finde ich ihn hure sympathisch auch. Da bin ich ganz ehrlich. Als ein Fanboy bin, keine Ahnung. Also ich weiss, dass er momentan nicht gut ist und da bin ich auch ganz offen und ehrlich dazu und tu jetzt nicht alles schön reden, obwohl das Scheiße fährt. Wenn er Scheiße fährt, dann fährt er Scheiße, schlussendlich. Ja, ich weiß gar nicht, wie fest wir da noch über McLaren wenn streiten oder diskutieren. Ich glaube, wir haben unsere Punkte gesagt. Mensch, wenn wir noch schnell underrated, overrated machen bei den Top-Teams. Ja, also ich würde sagen, wir moven zum ältesten Rivalen von McLaren, kann man sagen, zu Ferrari. Mhm. Und dort haben wir ja... Warte, wir machen es andersrum. Ich sage deine underrated, overrated, du sagst meine. Nein, das ist scheiße. Du weißt es Mann. Ja, aber das ist einfach. Nein, wir sagen sie selber. Also, Charles Leclerc und der Mr. Carlos Sainz. Ich sage es so. Leclerc overrated. Im Binotto sein Schützling ist overrated, meiner Meinung nach. Der Carlos Sainz sage ich underrated. Aber nur leicht. Also ich denke, der Sainz hat so viel Potenzial, wenn er einfach seinen fucking ersten Win holen würde er abgehen wie weiss ich was, wie ein Zäpfchen im Arsch hinten. Aber er muss halt einfach zuerst mal den ersten Win holen. So müssen sagen. Ja, sorry, ist doch so, Alter. Wenn der, der seinen ersten Win holt, dann geht er wirklich ab, Mann. Ja, er geht ab wie ein Zäpfchen. So ja. Aber der Leclerc, ich weiß nicht, Mann. Ich finde Leclerc einfach immer noch overrated, weil halt einfach, eben, wir haben es schon mal im Podcast darüber gehabt. Sobald der irgendwie einen Druck hat, habe ich das Gefühl, macht er Fehler, die einfach unnötig sind. Jetzt klar, in Monaco kann er nichts dafür, das ist halt Ferrari der ausschlaggebende Punkt gewesen, wieso das nicht geklappt hat. Aber Imola war ja gerade das beste Beispiel gewesen. Dort ist er so in eine Hetze reingekommen und hat einfach einen Fehler gemacht und hat sich gedreht. Ein Fehler, der so unnötig ist und einfach auch Punkte verschenkt hat. Und ich finde halt einfach halt, wie er behandelt wird im Team, also sprich, wie er vom Binotto behandelt wird, das passt mir so nicht in den Kram rein. Ich glaube, das merkt man auch, wenn ich schon über das muss reden. Das passt mir einfach hinten und vorne nicht. Und darum sage ich halt einfach auch, ist er overrated. Und versteht mich nicht falsch, er ist mir mega sympathisch und er ist auch wirklich ein guter Fahrer und talentierter Fahrer. Aber eben, er wird definitiv in meinen Augen höher gerankt, als er wirklich ist. Jetzt kommst du sicher gar nicht drauf klar, aber ich sage Sainz underrated, Leclerc overrated. Das habe ich ja gesagt. Ja, aber und du hä, was habe ich jetzt gesagt? Nein, du erwartest von mir wahrscheinlich das andere Nummer. Aber schau,
bei beiden leicht. Also ich sage, Sainz ist leicht underrated, weil die Leute immer noch nicht seinen wahren Wert gesehen haben. Oder er ist im letzten Jahr zwar stark gesehen, es hat ein paar gegeben, die darüber geredet haben, wie stark das er war, aber er hat es noch nicht richtig können zeigen, wie gut das er wirklich ist. Das kommt noch. Sainz wird an einen Punkt kommen, wo er wirklich auch für die Championship, sage ich, noch wird mitkämpfen können. Ich denke, er wird noch im Championship-Kampf sich integrieren. Gleich wie es der Perez das jetzt auch gemacht hat. Auf einmal ist er da und auf einmal wird auch der Sainz da sein. Der Leclerc sehe ich leicht overrated, weil es gibt wirklich Leute, die stellen den jetzt schon auf ein gleiches Level wie eine Ayrton Senna und da muss ich dir echt, einfach sagen, hey, wirklich gang dich vergraben, du hast noch nie Formel 1 geschaut. Was? Alter, der Bursch er ist gut und er ist sicher an einem Punkt, wo er, ich sage, der könnte 3-facher, 4-facher Champion werden, ja, das mag vielleicht sein, aber er ist nicht so gut wie ein Hamilton. Er ist nicht so gut wie ein Senna. Er ist nicht so gut wie ein Vettel, wie ein Verstappen. Aber er ist verdammt nahe dran. Und wenn er vor allem noch ein bisschen reifer wird, die hohen Fehler nicht mehr macht, dann kann man da vielleicht darüber diskutieren, ob er so stark ist wie ein Hamilton und Verstappen. Aber momentan reden die Leute davon, als ob der König der Welt wäre. Und das ist einfach nicht so. Er macht zu viele Fehler und da muss man realistisch sein. Das kannst du vor allem in der Position, wo er ist, momentan nicht machen. Und ich sehe es kommen, Ferrari wird wieder mal einfach Ferrari machen und Ferrari-Fahrer werden auch einfach wieder mal Ferrari machen. Es wird also genau sprich, der Masterplan. Der Masterplan, genau. Einfach rumstehen und die ganze Zeit tun, sollte man die Championship gewinnen und dann einfach alles lockieren. Genau so wird es das Jahr wieder sein. Ja, und ich weiss noch, wo der Leclerc Bahrain gewonnen hat, er hat so viel geschrieben. Ja, Leclerc, musst schauen, der gewinnt die Championship und so. Ich habe gesagt, hey, Ferrari hat ein starkes Auto, aber ich habe immer gesagt, hey, chillt mal, es ist das erste Rennen. Was erwartet ihr, dass nach einem Rennen schon die Championship entschieden wurde? Klar, Ferrari hat ein gutes Auto, aber sie müssen es auch gut können einsetzen oder beziehungsweise die Fahrer müssen es können gut einsetzen. Und ich sage mal so, beim Leclerc hat es bis jetzt besser geklappt als beim Sainz, aber es kann es auch immer noch umschwenken. Es kann sein, plötzlich, dass der Leclerc eine scheiß zweite Saisonhälfte hat. Dann. Und wir sind immer in der Saisonhälfte. Wie gesagt, wir haben 7 Rennen von 22, 23 Rennen oder so jetzt. Also wir sind noch weit davon entfernt, dass wir jetzt schon wissen, wer die Championship gewinnen will. Ferrari ist stark, Red Bull ist stark, Mercedes prediktiert jetzt schon, wird stark werden wieder. Und da gibt es einen fetten Dreikampf um die WM. Und der Russell, zu dem kommen wir ja auch noch. Der Russell, der hat bis jetzt gut Punkte gesammelt. Immer Top 5 Platzierungen geholt. Und das ist ein Fahrer, wenn Mercedes ein gutes Auto plötzlich herstellen kann, dürfen wir den nicht unterschätzen. Aber wir kommen nachher zu dem. Wir machen noch oder hast du schon etwas zu sagen zu einer Ferrari? Ich glaube, wir machen jetzt noch kurz einen Gump zum anderen Top-Team momentan. Und das ist Red Bull, Verstappen und Checo Perez. Ich bin ganz ehrlich, Verstappen sehe ich weder overrated noch underrated. Der ist einfach auf seinem eigenen Rating, eigene Liga. Ja. Und der Perez sage ich, ein Mühe underrated. Yes. Beim Perez sage ich nicht nur ein Mühe underrated, ich sage beim Perez immer noch sehr underrated. Das Ding ist, beim Perez, jeder will, dass er gewinnt und dass er gute Resultate rausholt. Aber viele glauben irgendwie nicht daran, habe ich das Gefühl. Das ist so ein bisschen der Vibe, den ich von der Community bekomme. Alle reden immer nur davon, dass der Verstappen wieder gewinnt. Also ich denke aber auch, es ist etwas das Einfachste zum sagen. Verstappen, ganz klar, unterschreibe ich, so wie du es gesagt hast. Und Perez underrated. Ich glaube, viel mehr muss man gar nicht über Red Bull sagen. Ja, also was man noch sagen kann, ist, Perez absolut, also ich habe schon ein paar Mal gesagt im Podcast, absolut starken Saisonauftakt gehabt. Und er fühlt sich definitiv sehr, sehr wohl im Auto inne. Und das hast du, glaube ich, das letzte Mal schon im Podcast gesagt. Ich meine, nach 7 Rennen schon eine Vertragsverlängerung für weitere 2 Saisons. Das spricht ja für sich alleine schon, was Red Bull von ihm haltet und das Potenzial in ihm sieht. Und ich bin gespannt, wie sie es jetzt in den nächsten paar Rennen werden machen, wenn der Perez vielleicht wieder gleich stark oder sogar stärker ist wie der Verstappen, weil in Monaco ist er stärker gewesen, muss man sagen. Wie sie es dann handeln, weil der Jos Verstappen, also der Papa Verstappen, hat ja böse geschimpft über Red Bull. Ja, da haben wir 10 Punkte verschenkt wegen dem, weil man den Verstappen nicht vorgelassen hat für die WM und so.
Shut the fuck up, alter Mann. Hey, das hat mich so hässlich gemacht, wirklich. Oder ich meine, ich sehe mich ja auch in den Let's Plays auch. Ich habe zwar ein Verstappen-Käppchen, aber da muss ich echt sagen, das hat mich einfach nur hässlich gemacht, weil es gibt nichts, wo ich mich mehr darüber freue, als wenn der Perez gewinnt. Und der Horner hat auch extra jetzt vor 2-3 Tagen auch nochmal ein Statement rausgehauen. Er lässt die beiden Fahrer im Championship fighten. Auch der Perez. Es ist ihm egal, ob der Perez gewinnt oder Verstappen gewinnt. Und der Mr. Jos Verstappen ist ja sowieso schon bekannt dafür, dass er ein hoher Hitzkopf ist. Und ja, von dort her von irgendwo muss er es ja haben, der Max, oder? Und, ja, das ist so, ja. Also wirklich, das hat mich echt hässlich gemacht, der Kommentar von Jos. Ich war auch ein bisschen enttäuscht von ihm gewesen. Und da muss ich echt sagen, nein, jetzt wollte ich umso mehr, dass der Perez in dieser Championship überhaupt vom Verstappen steht. Also umso mehr wollte ich, dass der die Championship holt. Er hat es auch mehr als verdient, nach 10 absolut, absolut. Und vor allem, was das für eine Werdegang ist in der Formel 1, weißt du? Also, es ist absolut verdient und ich würde es ihm auch verdammt gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ganze Karriere lang underrated as fuck, wird von McLaren zurückgeschoben, niemand haltet etwas von ihm. Auf einmal ist er bei Red Bull und kämpft um die Championship nach der zweiten Saison. Also, ja, nimmt alle voneinander. Ja, nimmt wirklich alle voneinander. Das crazy, ist so. Das ist wirklich crazy. Ja, dann haben wir noch ein Team auf unserer Liste und das ist Mercedes. Mit Lewis Hamilton und George Russell. Und also ich sage mal so, ich mag ja wirklich den Hamilton. Ich bin einer von den wenigen, der den Hamilton gerne hat. Ich finde, der Hamilton ist momentan underrated, aber ist auch klar, ich meine, er ist ein fucking 7-facher Weltmeister. Also, dass wir da müsste jetzt so darüber reden, dass der Typ irgendwie kein Potenzial hat oder ein schlechter Fahrer ist. Der hat auch keine Ahnung von der Formel 1. Also, der Typ ist es einfach, muss man sagen. Der ist momentan, also der ist eine lebende Legende in dem Sport. Weil, wenn der aufhört, alle werden sagen, so, Alter, der hat das und das gerissen gehabt. Klar nicht so einen Status wie der Schumacher, weil das hat dann nochmal ein bisschen etwas anderes, vor allem halt mit dem Mythos Ferrari zusammen. Das kann man halt nicht miteinander vergleichen, muss man sagen. Plus sind es 2 Äras, die sich trennt, oder 3 Äras. Es war ja inzwischen eine andere Ära, aber egal. Hamilton ist momentan in meinen Augen einfach underrated, weil eben, das Auto ist halt nicht gerade so auf ihn zugestellt, oder er ist einfach nicht happy mit dem Auto. Und ja, eben, auch ein 7-facher Weltmeister struggelt einfach dann, sobald das Auto halt einfach nicht mehr so wett, wie er möchte. Und ja, ich glaube, sobald er das Auto mehr im Griff hat, beziehungsweise eben, wenn sie ja das Bouncing, das Proporcing oder was fuck off, wie das Scheiß heisst, wenn sie das in den Griff werden bekommen, komplett, dann wird auch ein Hamilton wieder vorne können mitfahren und auch wirklich gut können mitfahren. Ja, 100%. 100%. Also erzähl weiter. Ja, ich mache es auch noch schnell Hamilton, bevor wir zum Russell kommen. Genau, ja. der Georg Grusel. So, Hamilton, also erstens einmal ja, diese Saison ist er definitiv underrated. Es gibt Leute, die da sagen, ja, Hamilton washed, der Russell macht ihn fertig und der hätte überhaupt nicht können. Ihr sind einfach nur hässige Max Verstappen-Fans. Ganz einfach. Ich bin ja selber auch kein Hamilton-Fan. Muss ich echt sagen. Er ist mir nicht so sympathisch. Er wirkt irgendwie so ein bisschen, manchmal ist es eben so ein bisschen, ja, einfach sehr medientrainiert ist in seinen Antworten. Und irgendwie ist es einfach speziell. Aber niemand kann sagen, dass er nicht einer der Greatest of All Time, wenn nicht sogar der Greatest of All Time ist. Weil, rein wenn man Bücher anschaut, ist er der Greatest of All Time. Die einzige Statistik, die er noch nicht hat, ist die meisten World Drivers Titles. Er hat die meisten Poles, die meisten Wins, die meisten Laps im Lead. Er hat in jeder Saison, wo er gefahren ist, in jeder Saison hat er gewonnen. Das ist bis jetzt die erste Saison, wo er noch keinen einzigen Win hat. Und glaubt mir, auch dieser Win wird kommen. Hamilton ist trotz seiner Erfolge immer noch underrated, weil er hat so viel Hate bekommen. Ja, er hat immer ein gutes Auto gehabt. Ja, aber er hat das Auto auch an die Stelle angebracht. Er hat mit dem Rosberg zusammen Mercedes überhaupt an den Punkt gebracht, so grossartig zu sein, wo er selber auch das Mindset gehabt hat, dass es nichts außer Perfektion gibt. Also in meinen Augen underrated, und das sage ich als absoluter Nicht-Hamilton-Fan. Ja, also für die Aussage würde ich gerne die Hand schütteln, weil das ist absolut korrekt, das ist so. Also ich meine, Mercedes ist 2009,
10, irgendwie so etwas, oder 11, Ja, keine Ahnung, so wenn sie etwas. reingekommen sind. Und die haben den Michael 10, Schumacher... wegen Braun. Sorry. Ja, stimmt, 10. Ja. Genau, Braun GP ist nachher Mercedes geworden. Genau. Haben den Michael Schumacher aus dem Ruhestand rausgeholt, um eben zu sagen, so, hey, wir wollen hier das Auto auf die Beine stellen, wo dann eben dominieren wird, was schon passiert ist. Und der Michael Schumacher hat es 2 Saisons gemacht und hat dann halt eben auch gesagt, er hat Anschiss, hat keinen Bock mehr auf das ganze Formel 1-Zeug, weil, also schaut, Michael Schumacher-Doku, dort wird es auch nochmal erklärt. Und dann hat der Niki Lauda gesagt, wir müssen den Hamilton holen, weil der ist es. Und der fucking Lauda hat einfach recht gehabt. Und das finde ich auch so krass. Und das finde ich auch wirklich, dass du nicht Mercedes so hoch anrechnen, dass sie den immer noch so verehren, den Niki Lauda in ihrem Team. Weil, sind wir ehrlich, ohne Niki Lauda würden wir keinen Hamilton mit Mercedes haben oder hätten wir den Erfolg von Hamilton nie erlebt. Weil er ist der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass der Hamilton zu Mercedes gewechselt hat. Und das hat Lewis schon oft gesagt, dass es nur wegen ihm gemacht hat, weil er ihn einfach so gut zugetextet hat und nicht locker gelassen hat. Er hat gesagt, es sei verdammt penetrant gewesen, was das anbelangt. Und ist aber auch vom Lauda eine goldrichtige Entscheidung gewesen. Ganz eine kleine Zwischenfrage, bevor wir zum Russell gehen. Wer hätte den Mercedes-Sitz bekommen, wenn es nicht der Hamilton gewesen wäre? Boah, ich glaube, sie wäre auf den Vettel gegangen. Meinst Glaube ich. Ja. Und meinst du, der Vettel hat ja gesagt zu dem? Ich glaube, das Vettel hätte... Ich glaube, das ist schwierig. Ich meine, man muss überlegen, der Vettel hat ja erst in dieser Zeit angefangen mit seinem Erfolg. Aber ich glaube, so ist der Lauda gsi, der immer Kappen abgezogen hat, wenn der Vettel gewonnen hat. Er hat ja auch recht viel von ihm gehalten, weißt du. Und ich glaube schon, dass sie sehr, sehr, sehr auf ihn eingegangen haben. Aber ich glaube, im Lauda war bewusst gewesen, dass es extrem schwierig ist, ihn von Red Bull wegzunehmen, weil Red Bull natürlich ihn so hoch auch geratet hat, also beziehungsweise einfach, der hat so einen guten Vertrag gehabt, dort wahrscheinlich dazu mal. Ja. Den rauszukaufen wäre unmöglich gewesen oder ohne gerade in finanziell nicht reinzukommen. Darum, ja, ist schwierig. Also ich denke, eine grosse Alternative hätte es nicht gross gehabt, weil klar, man könnte sagen, okay, man hätte vielleicht einen Jenson Button genommen, weil der ist ja frisch Weltmeister geworden. Aber der ist ja auch noch Weltmeister geworden, weil das Auto so gut war dort. Checo Perez haben wir anscheinend auch Gespräche gehabt, aber eben, es ist halt alles so ein bisschen... Ja, schwierig. Also ich denke eher, dass der Lauda auf einen Vettel gegangen wäre. Schlussendlich. Gut, aber, ich kann es selber schießen, die Frage. Ja, das ist auch berechtigt. Aber ja, wer hättest du gesehen? Sind wir ehrlich? Also außer den Vettel könnte man jetzt immer... Also einen Raikkonen oder einen Alonso hätte ich jetzt eher nicht gesagt, wo sie auf die zurückgegangen sind. Das sind ja auch noch grosse Namen dort zu dieser Zeit. Es ist eben schwierig, oder? Weil Mercedes hat von vorne weg das Mindset gehabt, dass sie die Größten und Besten werden wollen. Und das sind halt so Fahrernamen wie Checo Perez, obwohl sie rein grundsätzlich logisch gewesen wären, macht es halt eben gleich keinen Sinn. Also ich weiss echt nicht, was ich soll sagen als Zweitfahrer. Vielleicht ein Hulkenberg? Irgend so etwas. Einfach, dass sie einen deutschen Fahrer haben, weißt du? Also ich glaube, die Kombination Mercedes und Vettel wäre schon nice gewesen. Auch. Ah ja, fix. Das wäre sicher auch nice gewesen. Stell dir vor, Vettel Hamilton. Ja, oh, Alter, ey, da wäre verdammte Kaliber gewesen. Weil da wären sie jetzt noch am Fighten. Ja, das wäre so das andere Hamilton-Rosberg-Dings gewesen. Mal. Das wäre... Oder wären andere Dimensionen gewesen. Aber man muss einfach im Lauda muss man eben sagen, Chapeau, Alter, was der für einen Riecher hat mit seiner verbrannten Nase. Alter, sorry, Lauda, dass ich das gesagt habe, aber der hat ein bisschen verklemmen, dass der da den Hamilton übergefischt hat. Alter, das war jetzt super assig. Ja, sorry, es tut mir so leid, ich fühle mich so schlecht gerade. Aber wir machen jetzt weiter mit Es hat ja viele Vergleiche gegeben. Hamilton Rosberg, das könnte sich wiederholen mit Hamilton Russell. Das ist mein Übergang dazu. Und ja. Du bist dumm und lachen weiter. Das ist eben gut. Ich sage es so, würde Hamilton gut mit dem Auto umgehen, wäre das mit dem Russell wahrscheinlich auch so. Ich glaube, im Hamilton stinkt es gerade wirklich bis zur Nase nur. Sorry. Alter, du machst es nicht besser gerade. Mit Absicht. Nein, ich glaube, ihn stinkt das Hure an. Ich glaube, das zieht ihn ziemlich ab, dass der Russell jetzt dieser Wege gut mit dem Auto umgehen kann. Aber das ist auch irgendwie zu erwarten gewesen, wenn du 3 Jahre lang in dem Williams rumgurkst, wo ja,
Kaum gehst du einmal aufs Gas, drehst du schon fast. Drag auf the Straights und kein Downforce in the Corners. Also, ja, dass der Russell gut wird fahren bei Mercedes, habe ich schon Anfang der Saison und schon vor der Saison gesagt. Ich weiss, du haltest nicht viel vom Russell. Ich sage, Russell ist immer noch underrated. Ich denke, der wird ganz, ganz gross rauskommen. Ja, also eben. Wie soll ich sagen? Ich stimme dazu, was du alles gesagt hast, definitiv. Und ja, es ist so, ich bin jetzt nicht gerade der absolute Russell-Fan, beziehungsweise er ist mir jetzt so sympathisch, aber wenn ich jetzt, also ich beziehe jetzt das nicht in meine Bewertung hinein, ob er overrated oder underrated ist. Ich finde auch, dass er underrated ist, weil also er ist schlichtweg einfach ein verdammt guter Fahrer und ich meine, er hat es jetzt auch bewiesen gehabt, auch an für sich, was er für Resultate reinfährt am Ende des Tages, wie er sich im Qualifying positionieren vor dem Hamilton. Also er hat das absolut verdient, was er macht. Und ja, eben, auch da, wenn das Auto ein Mühe besser ist, also dass jetzt auch ein Hamilton sich wohlfühlen und schnell ist, dann wird der Russell noch schneller sein. Also, dass der Hamilton vor dem Russell landet, ich würde es mir wünschen, einfach so halt fürs Ego vom Hamilton hauptsächlich, dass es würde ihm gut tun. Ich denke aber gleich, dass ein Russell allem in allem schon schneller wird sein als ein Hamilton. Ich denke auch, Mercedes wird das sehen. Darum, ich sage eben, wie gesagt, dass er underrated ist und ich sehe das so eigentlich schon seit Bahrain 20. Also wo der Hamilton halt ausgefallen ist wegen Covid und der Russell eingesprungen ist. Also der ist in ein Auto reingehockt, wo er, ich weiß gar nicht, ist er Practice gefahren? Ich glaube schon, ja. Er ist Practice gefahren und Qualifying alles. Aber der ist reingehockt und ist einfach gefahren, als wäre er schon seit 2-3 Jahren in diesem Team ohne Problem. Und hat einfach alles gerissen, hat sogar einen Bottas wirklich in der Luft voneinander genommen. Ja, wortwörtlich. Also, weißt du noch, den Move, den er gemacht hat am Bottas? Ja. Overtake. Das ist in meinen Augen auch, dank dem Overtake hat er den Sitz bekommen. Ich glaube, dann, wo der Overtake passiert ist, haben sie die Entscheidung getroffen, mal, den nehmen wir. Klar, es ist noch ein Jahr länger gegangen, aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo Mercedes müssen sagen, wir können den nicht verlieren. Stell dir vor, also ich denke, hätten sie noch ein Jahr länger bei Williams genommen. Ich glaube, Red Bull hat wirklich Anstalten gemacht, da ins Team reinzuholen. Ja, es hat ja auch Gespräche gegeben. Also der Helmut Marko hat ja auch angedeutet, also ja, wenn er länger bei Williams ist, werden wir mal mit ihm reden. Also, und glaubt mir, der Russell hat dann schon gedacht, so, weißt du, fuck off Mercedes, weil, man muss schon sagen, Mercedes hat ja schon auch ihre Driver Academy, aber die ist wirklich scheiße. Muss man wirklich sagen. Frederik Vesti, warte, ich gehe gerade schnell schauen, wie viele Punkte das hat. Ja, also jetzt abgesehen von den Fahrern, aber weißt du, sie werden einfach nicht in die scheiß Formel 1 hineingeholt. Also, was Mercedes einfach fehlt, also eigentlich haben sie es ja mit Williams, also sozusagen das B-Team. Aber Red Bull macht das, was so Driver Academy und so anbelangt, einfach wesentlich besser. Auch Ferrari macht es nicht schlecht. Aber Mercedes macht es verdammt schlecht. Ich meine auch, sie haben ja der Dings, der Ocon ist ja auch Mercedes. Fahrer eigentlich. Der Nick de Vries ist halt einfach bei Mercedes einfach nicht in der Formel 1, sondern in der Formel E. Und ja, der Russell haben es einfach zu lange bei Williams versuchen lassen. Und gut, klar, ich verstehe es. Es ist natürlich schon krass der Gap zwischen Backmarker und Frontrunner, wo halt Mercedes war. Und ich glaube, für den Toto ist es halt schon nicht einfach gewesen, die Entscheidung halt. Also man hat es auch gesehen bei Drive to Survive, eben, man hatte Bottas gehabt, wo man gewusst hat, er ist ein zuverlässiger Fahrer, wenn er nicht Bowling spielen wie in Budapest. Ist er wirklich ein zuverlässiger Fahrer und man kann auf ihn setzen und er hat auch wirklich den grössten Teil vom Erfolg von Mercedes auch beitragen. Also die 8, oder beziehungsweise 17, 18, 19, 20, 21, also die 5 Constructor Championships sind ja mit ihm zusammengekommen, was ja auch nicht ohne ist. Nein, 4 sind es, glaube ich. Haben sie mir erzählt? Weiß ich es gar nicht. 17, 18, 19, 20, 21. Nein, 5 sind es. Also die sind ja auch nicht ohne, oder? Und da musst du ja auch eigentlich 2 Fahrer haben, die immer Punkte holen. Und das ist natürlich schon schwierig, die Entscheidung zu nehmen, jetzt einen aus einem Backmarker-Team und setzen einfach hin und schauen, wie er fährt. Weil ja, schlussendlich verschenkst du auch eben einen, der eine zuverlässige Nummer war am Ende des Tages.
Das hat super zweideutig getönt, aber egal. Ja, nein, es ist so. Ich glaube eben auch, dass das im Russell eben insgeheim hure geholfen hat, oder? Weil Mercedes kann noch so sagen, sie haben nicht wollen den Hamilton bevorzugen. Sie haben den Hamilton bevorzugt, weil die sind sich auch klar gewesen, was der Bottas kann. Und man hat immer schon sehr früh am Anfang von der Saison gemerkt, okay, immer wieder heisst es, Hamilton is faster than you. Hamilton is faster than you. Das hörst du jetzt bei Red Bull nicht wirklich. Und der Russell hat das Glück gehabt, einerseits, dass er mit einem schwierigen Auto besser umgehen kann als der Hamilton, weil der Hamilton hat jetzt lange einfach ein gutes Auto gefahren. Und zweitens hat Mercedes keine Erwartungen gehabt an den Russell und wegen dem ist wie auch, ja, es ist überhaupt nie zur Frage gekommen, wer ist der zweite Fahrer und der erste Fahrer bei Mercedes. Man hat klar, man ist schon im Bewusst, was der Hamilton alles, oder im Bewusstsein, was der Hamilton alles erreicht hat und kann, etc. Aber es ist wie nochmal ein Clean Sheet, ein Neustart gewesen, auch für Mercedes und es hat kein bisschen Bevorzugung gegenüber dem Hamilton dieses Jahr. Und ich glaube, das hat im Russell eben zusätzlich auch noch geholfen und der Bottas eben zusätzlich in seinen Jahren auch einfach abgezogen, weil die Bevorzugung ist am Anfang des Jahres schon da gestanden. Ja, das ist so. Aber wir sind jetzt halt eben im Jahr 2022, sprich der Hamilton ist komplett in einem anderen Alter, hat komplett andere Triumph eigentlich schon reingeholt als das Mal, wo der Bottas gekommen ist. Und ich glaube, Mercedes setzt jetzt schon auch, ich sage jetzt nicht, dass sie den Russell bevorzugen, das definitiv nicht, aber ich denke, der Fokus wird schon mehr jetzt ein bisschen auf den Russell überschwenken, weil man sieht halt doch, ja, es ist halt logisch, man sieht mehr Potenzial am Ende des Tages, weil er halt einfach jünger ist und er halt ja, wie soll ich sagen? Ja, vielleicht jetzt aktuell halt einfach wirklich auch der schnellere Fahrer ist bei Mercedes. Definitiv, stimme ich dazu. Ja, zu guter Letzt nochmal ein kleiner Rundown. Wer sehe ich 2023 in welchem Team? Mercedes, Hamilton, Russell, Red Bull, Verstappen, Perez, Ferrari, Leclerc, Sainz. Ist etwa klar, das wird beim Castle auch so sein. Aber von McLaren abwärts ist für mich der Norris und der Perro Award. Bei Alpine ist der Ocon Piastri. Alpha Tauri bleibt mit dem Gasly Tsunoda. Aston bleibt mit Vettel und Stroll. Williams ersetzt Latifi durch Nick de Vries. Behaltet den Albon. Bottas, Alfa Romeo und Haas bleiben auch mit ihren Driver-Lineups. Bottas, Joe, Magnussen, Schumacher. Ja, bei mir sieht es ja eigentlich, sagen wir, nicht gross anders aus. Also vor allem von Mercedes bis zu Ferrari. Das ist ja alles fix. Nein, McLaren, wie schon gesagt, sage ich Norris und dann nachher habe ich gesagt, der Gasly. Ich sehe das eigentlich sogar als sehr realistisch, aber mal schauen, was passiert. Alpine sage ich ja auch Ocon und Piastri. Alpha Tauri sage ich der Yuki Tsunoda und ja eben, ich habe Vips gesagt, aber ich sage jetzt einfach mal Vips. Weil gross jemand anderes, sage ich jetzt mal, ja, mal schauen. Vielleicht passiert ja noch etwas. Aber ich sage jetzt einfach mal Whips, weil er halt eben schon gefahren ist bei Red Bull jetzt. Aston sage ich Alonso und Stroll. Williams sage ich auch den Albon und dann nachher sage ich jetzt auch Nick de Vries, setze auf ihn. Und ja, dann nachher bei Alfa Romeo der Bottas und der Guang Yu Zhou und bei Haas der K-Mac, Kevin Magnussen und der Mick Schumacher. Ja gut, das wäre es mit unserer Prediction für die Silly Season, die jetzt anfängt in dieser Saison. Mit dem Perez hat ja jetzt den Vertrag unterschrieben, darum denken wir, wird das Ganze jetzt ins Rollen kommen. Sind auch das nächste Mal wieder dabei bei der nächsten Episode vom Unsafe Release, wo wird mal schauen, wahrscheinlich nächste Woche rauskommen, wo es dann nachher Richtung Baku geht, nach Aserbaidschan. Dann sind wir mal gespannt, was dort wird abgehen. Und ja, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören, dass ihr dabei sind bis am Schluss und wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Unsafe Release.